Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einer weiteren FC Bayern Spielanalyse und Benotung der Spieler. Leute, zum 23. Bundesligaspieltag zu Hause gegen Eintracht Frankfurt 4:0 gewonnen. Ja, und bevor wir da reingehen, wie immer der Hinweis, wenn euch gefällt, was ihr seht, abonniert sehr gerne den Kanal. Damit unterstützt ihr einfach, was ich hier so tue. Ja, Leute, zum Spiel. Ja, ich denke, Ergebnis erstmal überragend. Eine sehr, sehr gute zweite Halbzeit, meiner Meinung nach. Eine sehr, sehr souveräne, sehr sichere zweite Halbzeit. Erste Halbzeit haben wir noch ein bisschen Problemchen gehabt, aber waren auch die spielbestimmende Mannschaft in weiten Teilen der ersten Halbzeit. Aber Frankfurt hatte da auch noch ein paar Spielanteile, ein paar Halbchancen gehabt, aber im Großen und Ganzen hatten wir es im Griff. Und es war ein Schritt in die richtige Richtung, denke ich. Ja, wenn wir jetzt mal so die Spiele der Rückrunde sehen, war das auf jeden Fall eines der besseren Spiele. Das Gegenpressing war auf jeden Fall wieder viel, viel präsenter. Ja, die Mannschaft hat frischer gewirkt. Wir haben eine gute Mischung gehabt heute. Ja, gerade vor allen Dingen nachdem Kimmich raus war. Das ist gar nicht böse gemeint gegen Josh oder sowas. Aber danach waren wir ja nochmal ein bisschen kompakter in der Zentrale. Ja, danach haben wir eigentlich nichts mehr zugelassen. Ne? Das war schon gut, zweite Halbzeit. Das war schon richtig, richtig gut. Ja. Teilweise, ja, vielleicht so eine Viertelstunde, 20 Minuten, so ein bisschen Luft raus. Nach dem 2:0 vielleicht, aber auch völlig zu Recht. Ja, wir waren super sicher, wir waren gut gestanden, wir waren immer wach, waren immer hellwach. Alles ist gut, da kannst du dann auch mal ein paar PS rausnehmen und haben dann trotzdem noch nachgelegt mit dem 3:0 und 4:0, ja. Von daher ein Schritt in die richtige Richtung, definitiv. Ja, jetzt haben wir wieder eine Woche Pause, dann spielen wir gegen Stuttgart, wenn wir da den Schwung mitnehmen und dann aus Stuttgart das Selbstvertrauen mitnehmen in das Spiel gegen Leverkusen, ja, dann sieht das auf jeden Fall besser aus, als wie es die letzten Spiele war. Ja, und dann gucken wir mal, was geht in der Champions League. Also heute, ich bin sehr zufrieden mit dem Spiel. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Ja, ein bisschen schade natürlich. Hoffen wir mal, dass bei Kimmich nichts Ernstes ist, dass bei Musiala nichts Ernstes ist. Weil auch Jamal hat sich im Spiel gesteigert. Ja. Aber bevor wir auf die einzelnen Spieler eingehen, werfen wir erstmal einen Blick in die Statistiken, würde ich sagen. Gut, die Statistiken. Ballbesitz 63:37, Abseits 1:1, Fouls 8:7. Ja, ein sehr faires Spiel, muss man sagen. Zweikampfquote 50:50, Schüsse aufs Tor 12:2, Schüsse insgesamt 19:7, Ecken 4:1, angekommene Pässe 697 zu 355, Flanken 8:7. Schüsse insgesamt: Olisse 4, Sané 3, Musiala 3, Torschussvorlagen, Leroy 1, Kingsley 1, gewonnene Zweikämpfe, Musiala 7, Erbeck 6, Kim 5. Ballkontakte 119 Pavlo, 106 Dyer, 105 Kim. Ja, und damit gehen wir mal rein in die Benotung. Vinny, schwer. Ja, schwer zu sagen. Erstmal gehe ich mit. Ich weiß jetzt nicht, wie weit Kimmich angeschlagen war, ob das jetzt irgendwie beeinflusst hat. Da müsste man halt eine Note abziehen, dass man das Risiko genommen hat. Ansonsten, ja, fand ich die Aufstellung völlig fein. Ja, ich fand es gut, dass Heavy auch draußen war. Einfach mal ein bisschen Schonung. Das ist für mich völlig legitim gewesen. Von daher bei mir eine Note 3 heute für Vinny. Gut. Damit gehen wir es mal durch. Wa? Angefangen bei Manu. Manu war heute echt okay. Ja, war nicht irgendwie fickrig, hat nicht irgendwie nur die Fäuste benutzt oder so. Hat jetzt nicht super schwere Schüsse aufs Tor gekriegt, aber wenn er mal einen gekriegt hat, hat dann auch festgehalten. Ja, hat die Bälle versucht schnell zu machen teilweise. Ja, da ist ihm nicht immer alles gelungen, alles gut. Aber das war auf jeden Fall auch ein Spiel oder ein Schritt in die richtige Richtung von meiner Seite für mich. Ja, von daher für mich Manuel Neuer heute auch Note 3. Gut. Kommen wir zu Ito. Ito hat für mich auch ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Ja, er hat am Anfang noch ein bisschen Probleme gehabt, ja. Hat er ein bisschen gebraucht, um reinzukommen, hat auch einen Fehler gehabt, der eine Chance kreiert hat für Frankfurt, hat dann aber auch das Tor gemacht, ja. Stand halt gut nach der Ecke. Aber auch sonst war er präsent, ja. Hat mir
sehr, sehr gut gefallen und auch offensiv. Ja. Ist jetzt nicht der Flügelflitzer wie Alphonso Davies, aber trotzdem ist er vorne präsent und spielt er auch einen guten Ball. Ja. Also von daher war es für mich echt gut. Und ich gebe ihm dafür, weil er das Tor gemacht hat, eine 2,5. Vielleicht hätte ich ihn noch einblenden sollen. Wäre schön gewesen, mal. Aus dem Fehler hinten ist zum Glück nichts passiert. Ansonsten hätte sich das natürlich ausgeglichen, da hätte ich ihn bei einer 3 gesehen. Hat für mich ein ganz gutes Spiel gemacht. Ja. Das gleiche gilt für Min-Jae. Min-Jae hat am Anfang des Spiels, gerade erste Halbzeit, hatte 1, 2 krasse Fehlpässe gespielt. Danach aber, ja, würde ich sagen, hat Erbik das Ding da hinten geordnet. Und Min-Jae hat sich untergeordnet, hat sich angepasst und hat das gemacht, was er kann. Hat ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Auch da würde ich eine 2,5 geben. Gut, damit kommen wir auch schon zu Erbik. Ich kann nur das Plädoyer vom letzten Mal wieder wiederholen, wo Erbik spielen durfte. Erbik für mich heute Note 2, glatte 2. Hat keine Zweifel aufkommen lassen. So gar nicht. Ja, auch gerade erste Halbzeit, wo die Frankfurter auch mal öfters bei uns im Strafraum waren. Erbik war am Mann, da wusstest du, ja, alles ist gut. Ja, alles ist, Leute, bleibt ruhig, der Erbik ist da. Super abgeklärt, ganz ruhig, ganz souverän, aber auch den einen oder anderen guten öffnenden Ball gespielt. Auch Laufduell an der Außenlinie. Ja, ich kann mich nur wiederholen, wenn man den Mann, der Vertrag läuft, aus, ablösefrei ziehen lässt, ist das für mich total unverständlich. Der wird jetzt nicht irgendwie 10, 12 Millionen verdienen. Und man sieht es ist zu 100% Verlass auf ihn. Ja. Egal, und wenn der vorher 10 Spiele nicht gespielt hat, kommt er rein und du hast das Gefühl so, als wäre er schon immer dabei. Ja. Finde es schade, dass man den Vertrag nicht verlängern will. Wie gesagt, wenn es von seiner Seite aus ist, kann ich das verstehen. Ein bisschen wenig Spielzeit für die Qualität, die er hat, meiner Meinung nach. Mal abwarten, ob da noch irgendwas passiert. Auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Spiel vom Erbik heute. Ja, damit kommen wir zu Conny Leimer. Als Rechtsverteidiger mal wieder. Ich versuche es mal, oder sagen wir es anders. Man hat einen Conny Leimer über weite Strecken des Spiels nicht wahrgenommen. Und das ist dann schon eher ein Lob als wie irgendwas anderes. Ja, ja, das fasst es eigentlich ganz gut zusammen. Hatte erste Halbzeit 1, 2 Probleme auf jeden Fall über seine Seite, aber Maike hat auch stark mit nach hinten gearbeitet. Nach vorne heute nicht ganz so präsent wie sonst. Und wie gesagt, umso länger das Spiel ging, umso weniger hast du eigentlich einen Conny Leimer wahrgenommen. War ein bisschen defensiver heute ausgerichtet, denke ich. War jetzt aber nicht super schlecht, super gut. Von daher würde ich Conny Leimer heute bei einer 3 sehen. Gut, dann kommen wir zu Josh. Ja, kurz vor der Halbzeit auf dem Boden hingesetzt. Da wusstest du schon, yo, irgendwas ist los. Aber Kimmich setzt sich mit Sicherheit nicht einfach so hin. Bis dahin war es ordentlich. Ja, war es ordentlich, hat das gemacht, was er immer macht. Wirkte ein bisschen müde vielleicht, ja, das kann man schon sagen. Aber hat es ordentlich gemacht, von daher sehe ich ihn auch bei einer 3. Was man klar gesehen hat, in der Zeit, wo Kimmich auf dem Feld war, weil wir kommen jetzt zum nächsten, das ist der Pavlo. War Pavlo wieder viel quer und nach hinten Pavlo. Ja. Hat da ein paar Minuten gedauert, gerade zweite Halbzeit, dann war Pavlo halt der Spielgestalter. Ja. Und hat es wirklich auch gut gemacht. Ja, hat sich oft mit eingeschaltet nach vorne, hat aber auch die Bälle wieder schön verteilt nach außen, auch in die Spitze. Da sieht man einfach den Unterschied, ob ein Kimmich mit auf dem Feld ist oder nicht. Ja, wenn Kimmich auf dem Feld ist, nimmt sich ein Pavlo da super stark zurück, habe ich so das Gefühl. Das war zweite Halbzeit ganz, ganz anders. Ja, da hat ein Pavlo mir richtig gut gefallen und hat mich endlich wieder an den Pavlo erinnert, den ich am Anfang der Saison gesehen habe. Erste Halbzeit war viel, viel auf Sicherheit und viel immer wieder, wie gesagt, quer auf Josh oder nach hinten, sodass Josh dann über den Innenverteidiger den Ball bekommen hat.
Weiß ich nicht. Wie gesagt, ich will das jetzt nicht den Kimmich ankreiden oder so und nicht falsch verstehen, ja. Von daher, ja. Da ich keine 3 plus habe, gibt es eine 2,5 von mir. Aufgrund der zweiten Halbzeit hat Pavlo mir wirklich sehr, sehr gut gefallen. Gut, damit kommen wir zum, ja, zu Leroy Sané. Eigentlich kann ich heute gar nicht so viel Schlechtes über Leroy sagen. Hat wirklich ein gutes Spiel gemacht. Ja, hat gearbeitet, geackert, hat sich Mühe gegeben, hat nicht abgeschenkt, gar nichts. Körpersprache gut, Einstellung gut. Vor dem Tor Katastrophe, Totalausfall. Ja, vor dem Tor Note 6. Ansonsten hat er wirklich ein gutes Spiel gemacht. Da hätte ich ihm auch bei einer guten 3 gesehen. Schwierig. Ich gebe ihm eine 3,5. Aufgrund der katastrophalen Chancenverwertung, die einfach noch nicht mehr vorhanden war. Ansonsten hat Leroy ein starkes Spiel gemacht, Leute. Ja, muss man mal ganz klar sagen. Hat wirklich ein gutes Spiel gemacht, hat wirklich viel geackert, gerackert. Hat mir gut gefallen, bis auf ja, den Abschluss. Und er hatte heute wieder 2, 3 riesen Dinger, Alter, die ein Spieler von seinem Format einfach machen muss. Ja. Muss man leider so sagen. Ansonsten war es wirklich gut. Ja. Muss man fairerweise auch sagen. Gut, damit kommen wir zu Musiala. Ja, Jamal hat sich super schwer getan, reinzukommen in das Spiel. Umso länger das Spiel ging, umso besser wurde er aber. Ja, war ansonsten teilweise noch ein bisschen eigensinnig wieder. Auch gerade wieder erste Halbzeit 2, 3 Mal auf den Arsch gesetzt und wieder so, ich bin doch der große Musiala. Zum Glück hat er das bei seinem Tor nicht gemacht. Ja, weil da hat man gesehen, was passiert, wenn man das halt nicht macht. Ja, da hat man auch gesehen, er wollte unbedingt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch vorher schon in den Szenen. Ja, Musiala sehr präsent gewesen. Wie gesagt, erste Halbzeit kann man vielleicht noch ein bisschen kritisch sehen. Zweite Halbzeit auf jeden Fall sehr, sehr aufsteigende Form, meiner Meinung nach. Ja, zum richtigen Moment. Man kann jetzt nur hoffen, dass nicht irgendwie was Schlimmes ist. Beim Tor anscheinend, wo er wieder aufgestanden ist, beziehungsweise vorher, wo er da den Kontakt hatte, hat er sich wohl irgendwie ein bisschen was verdreht. Ich weiß es nicht. Ich drücke ihm die Daumen, gute Besserung. Für mich Note 2 heute aufgrund einfach der Leistungssteigerung und des Tores dann. Ja. Hätte das Tor nicht gemacht, hätte ich ihn bei einer 3 gesehen oder bei einer guten 3. So, dass ich meiner Meinung nach die 2 auf jeden Fall verdient. Gut, dann kommen wir zu Michael. Michael, gerade erste Halbzeit, der bestimmende Mann. Ja. Gerade ersten 20, 30 Minuten, der bestimmende Mann. Wenn was offensiv ging, ging es über Michael. Ja, ich erinnere mich an den super krassen Ball auf Leroy rein in die Gasse, super stark. Den einen oder anderen Schuss hat er sich genommen, hat dann ja auch das Tor gemacht. Zweite Halbzeit, fairerweise, auch erste Halbzeit hat er 1, 2 Ballverluste gehabt, hat aber direkt nachgesetzt, hat die wieder weggemacht, alles gut. Zweite Halbzeit, ja, war es ein bisschen schwacher, hat man gesehen. Vielleicht auch ein bisschen der Akku ein bisschen leerer. Ja, hätte man vielleicht auch schon ein bisschen eher erlösen können. Ja, für mich auch Note 2 heute. Gut, und dann kommen wir zum alten Mann, Thomas Müller. Was mir heute sehr, sehr gut gefallen hat bei Thomas Müller, war einfach die Führungsqualität. Ich meine, wir haben am Samstag uns die alten FC Hollywood-Doku angeguckt, die alten Führungsspieler. Heute hast du gesehen, dass Thomas Müller dieser Führungsspieler ist. Ja, wie er dann mal Conny Leimer und generell die offensive Abteilung da in der ersten Halbzeit zusammengefaltet hat. Dass keiner irgendwie in die Gasse, in die Tiefe gelaufen ist und er dann aus Frust den Schuss genommen hat. Das erwarte ich von so einem Spieler. Ja, und das ist das, was ich von einem Kimmich erwarte und nie sehe. Ja, das hat ein Thomas heute gemacht. Sonst war Thomas sehr bemüht, hat aber auch sehr, sehr viel Schatten gehabt. Man hat einfach gesehen, in gewissen Situationen, es ist einfach vorbei. Ja, es ist einfach vorbei. Hat es aber trotzdem gut gemacht, meiner Meinung nach. Gerade vorne hat er viel versucht und von daher für mich Note 3 für Thomas Müller.
Gut, damit kommen wir zu den Einwechselspielern. Angefangen bei Leon, der für Josh kam. Leon hat ein gutes Spiel gemacht. Ja, gerade wo er reingekommen ist, gab ja lange Nachspielzeit. Da war es noch ein bisschen wild, weil er war irgendwie dann der Achter und Pavlo der Sechser. Da hatte sich nicht viel geändert. Da hat er irgendwie den offensiven Part gespielt, den Spielgestalter-Part. Das sah gar nicht gut aus. Das war Katastrophe. Zweite Halbzeit war es dann sehr, sehr gut. Ja, er war eigentlich der tiefere Part in großen Teilen des Spiels. Und Pavlo, habe ich ja gerade schon gesagt, hat das Spiel gemacht. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Auch, ich erinnere mich an die eine Szene, wo er dann noch gegrätscht ist. Nicht nur die, er hat auch eine an der Außenlinie weggegrätscht. Ähm, Goretzka, das ist, was ich immer gesagt habe. Wenn Leon der defensive Part ist in der Zentrale, dann kann er ein starker Spieler sein, wenn er da Bock zu hat. Ja. Und das hat er heute gezeigt. Einen starken defensiven Part gespielt. War trotzdem 2, 3 Mal im Strafraum präsent, wo aber nichts irgendwie rauskam. Ansonsten war er klar der defensive Part. Ja. Und das sah im Zusammenspiel mit dem Pavlovic wirklich gut aus. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja, ja, ich habe nichts Negatives gesehen. Von daher für mich eine 2,5 heute beim Leon. Gut, dann haben wir Harry Kane, der für Thomas Müller kam. Ja, bewerten wir auch. Halbe Stunde gespielt, alles gut. Harry Kane, für mich Note 3 heute. Das war Durchschnitt, das war nichts Besonderes. Ist ein bisschen gelaufen. Man hat ihn am Anfang erstmal gar nicht wahrgenommen. Ansonsten hat er 1, 2 gute Laufwege gehabt, wo er einen Innenverteidiger mitgenommen hat, die Räume geschaffen hat. Für den Musiala, für den Sané. Das war gut. Ansonsten auch, wo er reinkam, erstmal gleich wieder im Mittelfeld orientiert. Das fand ich ein bisschen nicht so gut, wenn ich ehrlich bin. Danach war es ein bisschen besser, war ja ein bisschen weiter offensiv. Ja, hat dann ja auch noch die Schusschance gehabt, kurz bevor Gnabry dann das 4. noch reingemacht hat. Von daher denke ich, eine Note 3 passt schon für den Harry Kane. Gut, dann haben wir noch Fonzie Davis. Den bewerten wir natürlich auch. Der kam ja zur selben Zeit rein. Auch Fonzie hat es gut gemacht. Ja, auch Fonzie sehe ich heute bei einer 3. War gleich präsent, hat sich vorne eingeschaltet, hat nichts abgeschenkt, war da, hat sich reingeworfen in die Zweikämpfe. Man hat gesehen, auch da ist ein bisschen Frische da. Auch er wird wahrscheinlich noch ein Spiel brauchen, damit er wieder in die richtige Form kommt, wie es vor der Verletzung war. Aber auch das war heute eine aufsteigende Geschichte. Ja, das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Und von daher für mich eine klare 3. Und ich hoffe, er geht den Weg weiter. Ja. Und ja, wir werden sehen. Wir haben jetzt eine Woche, oder nicht ganz eine Woche, heute ist Sonntag, wir spielen Freitag wieder, alles gut. Aber das ist gar nicht schlecht, dass wir Freitag spielen. Haben wir dann wahrscheinlich einen Tag mehr. Ich weiß nicht, wann Leverkusen spielt, Samstag, sehr wahrscheinlich. Ich glaube, Samstagabend sogar gegen Frankfurt, oder? Das Topspiel. Also von daher ist das dann schon ein Tag mehr, den wir haben. Und das ist gar nicht so verkehrt in der aktuellen Situation, denke ich. Fonsi hat es ordentlich gemacht, auf jeden Fall. Hat mir gut gefallen. Gut, dann haben wir noch King und Serge. Die benoten wir natürlich nicht mit ihren Einwechslungen. Ja, King, weiß ich nicht, hat sich ein bisschen schwerer getan heute, ja, als wie sonst, fand ich. Aber gut, in den paar Minuten wollen wir das jetzt auch alle nicht überbewerten, denke ich. Von daher eine Note begeben wir eh nicht für die paar Minuten, die er auf dem Feld war. Und dann haben wir halt noch Serge. Ich habe zu Mara gesagt, wir haben zusammengeschaut, habe ich gesagt, der Serge, der Pummel Serge macht heute ein Tor. Und das hat er dann auch noch gemacht. Ja, ich habe es ihm gegönnt. Es ist wichtig. Auch im Hinblick jetzt auf die Spiele, die kommen mit Stuttgart und dann Leverkusen. Und ja, dass die Spieler wieder ihre Form finden. Ja, deswegen habe ich mich halt gefreut, auch wenn Leroy das ein gutes Spiel gemacht hat. Ja. Das ist wichtig und das war heute der Fall. Ja, man hat also gesehen heute die längere Zeit, die diese Mannschaft hatte, um sich ein bisschen zu regenerieren, hat sie gebraucht. Ja, das war jetzt noch nicht perfekt. Wir müssen sich wieder in den Himmel loben oder sowas. Aber wir hatten heute eine gute Mischung aus
baller ich sofort drauf los. Erste Halbzeit gerade. Frankfurt hat uns ja auch unter Druck gesetzt, versucht. Baller ich sofort drauf los, hau mir da meine ganzen PS raus und nee, wir hatten heute gerade zweite Halbzeit die perfekte Mischung, ja. Mal zurückgezogen, mal ganz in Ruhe aufgebaut, dann aber auch mal schnell umgeschalten, ja, schnell einen Konter gesetzt. Ähm, ja, Frankfurt war natürlich auch ein bisschen platt, zweite Halbzeit, aber wir sind auch nicht topfrisch, ja. Und von daher war das wirklich zweite Halbzeit für mich eine der besten Halbzeiten. Ja, auch wenn zwischendurch mal ein bisschen langweilig war vielleicht, ja, weil wir so dominant waren und nicht wirklich was kreiert haben und auch nicht das Risiko genommen haben. Aber das ist völlig fein in dieser Phase, ja. Und das war wirklich die gute Mischung heute. Und gerade zweite Halbzeit, wir standen super. Ja, wir standen super. Leon super starken defensiven Part gespielt im Mittelfeld. Die Abwehrreihe war gut organisiert. Das hat mir richtig gut gefallen. Ja, darauf können wir aufbauen, auf jeden Fall. Ne? Und es war wichtig, dass wir dieses Spiel heute auch so gestaltet haben und so hoch gewonnen haben. Weil das heißt, wir nehmen Selbstvertrauen mit, wir nehmen Power mit, unser Glaube nehmen wir wieder mit, gerade nach einem 1:1 zu Hause gegen Celtic, wo man wahrscheinlich schon gezweifelt hat, oder mit diesem chancenlosen Spiel gegen Leverkusen. Ja, so ehrlich muss man sein, wir Fans haben gezweifelt und ein oder andere Spieler mit Sicherheit auch. Ja, und jetzt haben die Spieler wieder gesehen, Alter, alles ist gut, es geht. Musiala hat sein Tor gemacht, das wird ihm Aufschwung geben. Michael hat sein Tor gemacht, der braucht keinen Aufschwung, der ist eh immer top. Auch Ito, ja, was mich riesig freut nach seiner Leidenszeit. Pavlo wieder zweite Halbzeit richtig gut nach vorne gespielt. Das hat oder auch Gnabry mit seinem Tor, ja. Wir wissen alle, das sind Spieler, die haben ihre 4, 5 guten Spiele im Jahr. Ja, so Sané und Gnabry. Und es wäre von Vorteil, wenn die dann jetzt im Achtelfinale der Champions League da wären. Ja, von daher, von daher freue ich mich, dass die gerade mal, ich meine, gut, beim Gnabry mal abwarten, das haben wir ja nur 5 Minuten gesehen heute. Aber ja, besser so als wie dieses Lustlose, ja. Und das habe ich heute nicht gesehen. Also, das hat mir gut gefallen. Zweite Halbzeit, erste Halbzeit, Anfangsphase war es noch ausgeglichen, das Spiel. Beziehungsweise die Frankfurt hatte auch so 5 bis 10 Minuten, wo sie klar besser waren, keine Frage. Aber dann haben wir das Spiel in den Griff bekommen, ja. Und ja, aus meiner Sicht ein hochverdienter Sieg, ein gutes Spiel und darauf können wir aufbauen, ja. Und das ist auch wichtig, dass wir das tun in Stuttgart dann. Ja. Leute, das ist meine Meinung zum Spiel. Rot-weiße Grüße gehen raus. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Haut rein, bis dann. Wir sehen uns, wer Bock hat, morgen 18 Uhr, Montag 18 Uhr live auf Twitch. Und dann bequatschen wir den ganzen Bums noch mal ein bisschen. In diesem Sinne, tschüssi. Vielen lieben Dank für euren Support hier auf dem Kanal. Und in diesem Sinne, gute Freunde kann niemand trennen.